Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich nach dem Essen ein wenig spazieren gehe und schauen wir an, wie ich am besten durch unser Subdivision zu Fuß zu der anderen Subdivision laufen gehen kann in der Früh und dann fängt es mittendrin wieder das Ringen an. Passt schon los. Was ich gesagt habe, Temperatur haben sie nicht im Griff, das stimmt überhaupt nicht. Das ganze Wetter haben sie nicht im Griff. Das mit dem Regen, ich habe mir gedacht, das war auch vorbei und wir hätten das in Holland zurückgelassen. Aber scheinbar verfolgt uns das. Ich meine, was echt super ist, es ist total warm, aber nass bist trotzdem, gell? Wasser halt. Für euch. Die erste Waschmaschine ist gewaschen, ist schon wieder leer, gell? Und jetzt machen wir gleich noch den ersten Trockner mit dazu. Eine mit dem Tüchel, trocknet zu und dann ist er ruhig, machen wir mal Normal Dry. Genau. Super Geschichte, kann man irgendwie sagen, dass du weniger gezeigt hast. Medium Low. Dry, extra low. Okay, keine Ahnung. Werde laufen. So, erste Nacht im neuen Haus. Jetzt werde ich ins Bett gegangen. Vorher bin ich noch auf der Treppe gesessen, weil ich habe keinen Stuhl zum ein bisschen Fernsehen schauen auf dem iPhone. Und dann hat es einen Schäfer da und ich habe mir gedacht, Scheiße, jetzt hast du einen Poltergeist im Haus. Habe nichts gefunden und habe mir gedacht, wie soll ich jetzt da in Ruhe schlafen? Bis ich dann festgestellt habe, dass mein blöde Laptop-Taschen vom Tresen runtergefallen ist, weil es nicht gescheit drauf gestanden ist. Also, kein Poltergeist, alles gut, alle Schotten dicht, alle Lichter aus und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht aus South Carolina. Schlaft's gut. Tag 1 im Haus, gut geschlafen, aber ungefähr 15 Mal aufgewacht, zwischen 12 und 6 in der Früh. Jetzt war es gerade Druck und ich möchte gerne zum Laufen gehen, aber der Rasensprenger funktioniert scheinbar und ist automatisiert. Jetzt schauen wir da mal, ob ich trocken dann rauskomme. Ah, jetzt hör auf. Super Geschichte. Okay. Erster Morgenlauf in der verbotenen Umgebung. 1,5 Kilometer von unserer Subdivision oder von unserem Haus zu dieser Subdivision. Jetzt drehe ich um. Das ist die Barrett Old Boardwalk. Schaut sau cool aus, ich schwör's. Da laufen wir jetzt drüber. Ein paar hundert Meter. Nur Brücke entlang des Flusses. Sau cool. Echt schön da. So, Lauf ist beendet. 9 Kilometer, nicht ganz. Unterwegs habe ich, glaube ich, meinen Chef getroffen, aber ich habe ihn nicht kennt, war so schnell vorbei, der ist auch gelaufen. Ich glaube, er hat mich auch nicht kennt. Ich sehe ihn nächste Woche im Büro, dann werden wir es sehen. Ja, jetzt geht's los, Richtung erst einmal duschen, dann ist die Hausübergabe, dann bringe ich einen Mietwagen zurück, dann habe ich meine International Orientation und dann gehe ich ins Büro. Kaum 6 Stunden vorbei, schon bis im Büro um 2 oder halb 3. Dann schauen wir mal, wie es ausschaut in der Arbeit. Gell? Bis später. So, fertig mit dem International Orientation und First Day Welcome Meeting. Und Mietauto zurückgebracht und dann mein eigenes Firmenauto abgeholt, ein BMW 640 GT. Nicht schön, aber groß und alles Leder und schickimicki und keine Ahnung, alles elektrisch. Und ja, es gibt schlimmere. Außen ist er silber, ich habe mir gedacht, dass er grau war, aber dunkler, aber okay. Der Ami sagt, it is as it is und das ist jetzt meins. So, wiederhin. Jetzt geht's ins Büro.